Ich habe eine wichtige Lebensfrage für euch. Dass ihr lieber ein Bier trinken, das ein bisschen Pisse enthält, oder lieber ein Bier trinken, das Asche und einen Zigarettenstummel enthält? Boah. Vreni? Ich glaube, ich darf lieber die Asche saufen. Okay, so Ansage. Und du hast dann den Zigarettenstummel aber auch im Mund, gell? Bleibst du beim Zigarettenbier? Ist das meine Pisse oder andere? Die Frage finde ich wichtig. Oh, okay. In welchem Szenario pisst man in sein eigenes Bier? Also mit meiner Pisse nicht besser werden, tatsächlich. Ein bisschen besser wie mein Fremder Aber schon, okay. wenn ich ehrlich bin. Echt? Ich bleib bei Na der ja. Asche Jedem schmeckt was und anderes. hoffe, dass ich nie in Du die das? Situation komme. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Mate probiert habt, aber ich finde, das schmeckt so ein bisschen nach Aschenbecher und irgendwie Ja. habe ich mich an diesen Geschmack gewohnt und glaube, dass ich deswegen Bier mit Asche und der Zigaretten gut aushalten kann. Ich darf auch das nehmen. Du, Anja, was darfst du nehmen? In der Tat hab ich ja das Pissebier genommen und ich kenne eine andere Person, die am Freitag das Zigarettenbier hatte. Daher, beides sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Der Kid Rap hat nämlich bei seinem Auftritt am Freitag, er hat jemand anders da reinwaschen lassen, hat das vergessen und hat sie dann umgedreht, hat während dem Auftritt einen Schluck von diesem Bier genommen und hatte nicht nur die Asche, sondern auch den Zigarettenstummel einer anderen Person im Mund auf der schön. Bühne. Und Wow. wo hast du Pissebier getrunken? Gestern in der Erdinger Therme. Ich hab's mir fast gedacht. Da ist sehr viel Poolwasser auf diese Bühne gekommen und ich habe halt dann trotzdem, ich hatte da offenes Bier, also in einem Becher drin, und mir war schon bewusst, dass da sehr viel Wasser in dieses Bier rein ist, aber ich war unter Adrenalin und ich hatte Durst, mein Gott. Aber irgendjemand in diesem Boot, der da gestern war, soll er sich auf jeden Fall untersuchen lassen. Also ich habe da irgendwas rausgeschmeckt. Da ist irgendein Harnwegsinfekt im Gange. Ach du Scheiße. Die Rechnung für meine Labordiagnostik folgt. Ich sag's nur. Also bist du der Brunsprophet, oder wie schaut's aus? Aha, na gut. Weh, ist das ein ekliger Podcast. Da schalte ich doch sofort aus. Unglaublich niveaulos. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu einer neuen Folge von I Am One and Only Lieblingspodcast, wie ihr sagt. Und zwar sitzen hier mal wieder eine Chief Wellensittich, der Hans Bavaria, Habe die Ehre. Nasenring Sabine Hallo. und ich als Wildpferd bin auch wieder mit dabei. Servus. Hallo. Schön, dass wir da sind. Ihr wisst es doch, ihr kennt unseren Ablauf doch mittlerweile besser als wir selber. Ihr schreibt uns manchmal auch, wenn wir unseren Ablauf nicht richtig einhalten, was Na, echt, da oder? eigentlich los ist. Ja, weißt du es nimmer? Mit Liebesbriefe und Wellensittich der Woche, dass wir das mal vertraut haben und dann hat sie jemand gesagt, Entschuldigung. Da gab's Geht Streit, normalerweise anders. Naja, gut. Ja. Und wie korrekt. ihr deswegen auch wisst, bedanken wir uns am Anfang der Folge für euer wunderbares Feedback. Ihr wart wieder nur süß und ihr habt uns, weil ihr die allergutsten seid, auch wieder sehr viele 5-Sterne-Bewertungen da gelassen. Und wie ihr wisst, schmeckern uns die fantastisch. Wollen wir vielleicht einmal eine vorlesen? Weil bei Apple Podcasts zum Beispiel kann man da auch nicht nur 5 Sterne geben, sondern auch noch einen kleinen Feedback da lassen. So Und das macht nämlich. sie manchmal. Und zwar hat der Wildschutz Jännerwein geschrieben, saugeiler Podcast mit 3 sehr sympathischen Mädels, obwohl eine aus Niederbayern ist. Das ist Sidekick aus der Oberpfalz, Bussi-Emoji. Hab euren Rat befolgt und von Anfang an gehört. Viele lange Dienstreisen wurden so versüßt. Danke. Na, danke. Ich möchte kurz sagen, dass wir das letzte Mal festgestellt haben, ja. dass Niederbayern eigentlich nie zurückschießt. Na. Also,
Wobei, es stimmt nicht. Bei meiner Brezen-Aussage kam sehr viel Hass aus Niederbayern. Dass die Aber niederbayerischen da- Brezen nicht so gut schmecken. Da kam auch sehr viel, was? Na, unsere Brezen sind voll gut. Also es war auch so ein Feedback mit dabei. Es war Ja. nicht nur Hass. Ja, weil also der Niederbayern-Beef, der geht schon eher nach Niederbayern, als wir das Niederbayern gegen Oberbayern und Oberpfalz schießen, habe ich so das Gefühl. Also Ja. irgendwie hat's uns dann auch leid da, letztes Mal. Danke. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir zu blöd sind, dass wir checkern, dass wir beleidigt werden, oder ob es uns einfach ein bisschen wurscht ist. Wir lieben Niederbayern, doch, das wisst ihr eh. Ja. Jemand hat da drunter geschrieben, eine sehr weise Person, unter das Brezen-Video, dass zwischen Niederbayern und Oberbayern halt eine Hassliebe ist. Also, dass man im Zweifel halt doch zusammenhält, so ungefähr. Ja, dass das halt lustig gemacht ist. Da habe ich mir gedacht, naja, du bist auf jeden Fall ein Durchblicker. Ein Sherlock. Ach du Scheiße. Der Page Clapton Hendricks hat uns geschrieben, ich fasselt aus. Tipp, nicht im Gym anhören. Mich hätte vor Lachen fast die Langhantel erdrückt. Und da können wir nur sagen, Gott sei Dank nicht, weil sonst hättest du ja diese Folge nicht hören können. Und weiß ich nicht, unsere Videos liken, wir brauchen dich noch. Also, zirk durch im Gym, aber vielleicht ohne uns. Aber lass uns da raus. Na, sehr lieb. Und mich hat noch eine Bewertung ein bisschen geil gemacht. Oh, ich weiß wohl ja nicht. Ja, ich hasse alles dran. Ich lese vor, okay. Oder willst du auch nicht? Ja. Na, das Genieße es nochmal. Genieße es nochmal. Überschrift: Oh. Blaulicht erprobt. Schön ist. Von Miffylicious 1980. Und zwar: Danke für jede Woche mit einer weiteren lustigen Folge mit Humor und bajuvarischem Irrsinn. In unserem Polizeidienstwagen läuft euer Podcast rauf und runter. Einfach schön. Merci. Und da sage ich doch nur Danke. Freut mich sehr. Das ist so eklig, Anja. Das ist so eklig. No King-Shaming hier, gell? Sagst du immer. Stimmt, das sage ich wirklich immer, ich nehm's zurück. Aber mach's woanders. Grüße an alle Polizistinnen und Polizisten. Bleibt's weiterhin Horst. Mach mal bitte weiter. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr 5-Sterne-Körnchen gönnt. Die pickt man nämlich neben die vergorenen Körnchen am liebsten auf. Daher danke dafür. Merci. Und was auch passiert ist, wir haben sie gemeinsam mit euch haben wir es geknackt. Nicht nur auf Facebook vor ein paar Tagen, sondern auch auf Instagram. Die 8.888 Follower. Es hat mein 8-Fetisch. Es geht sehr viel um meine Fetische halt. Sehr befriedigt. Danke dafür. Und wir haben gesagt, wir dringen da einen Shot drauf und das machen wir jetzt. Und die sind nimmer kalt. Danke der Nachfrage. Meiner kommt frisch aus dem Gefrierschrank, also meiner Echt? ist noch kalt. Ach, hast es du gerade noch mal kalt? Mhm. Ich hab meine ja schon verschüttet einmal. Weil Naja. meine Technik zusammengebrochen ist und leider dann den Schnaps verschüttet hat. Naja, ich habe einen frischen. Auf euch, liebe Wellensittiche. Cheers. Merci, cheers. Cheers. Merci euch. Oh, nein, ich möchte echt nicht. Oh Gott. Oh, ich hasse Claudia so sehr. Sonntagmittag. Boah, ist das schlimm. Boah, ist das schlimm. Oh. Boah, mich friert's. Ich hasse den Geschmack so sehr. Anja warnt fast. Aber ich wollt mal einen Schnaps trinken, weil wir kriegen immer geschimpft, wenn wir einen Likör trinken. Aber ihr zwei habt jetzt einen Likör getrunken, gell, ihr Arschlöcher. Oh, ich hab gerade eine schlimme Zeit in meinem Körper durch. Ja, genau, deswegen trinke ich nicht. Oh, ich hatte einen Willi, einen warmen Willi. Oh, war das gerade schlimm. Boah. Oh, ich glaube, ich speib gleich. Sag's halt Bescheid, wenn wir kurz stoppen müssen. Also danke und folgt uns doch weiterhin gern auf Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, auf Spotify. Apple weiß nicht, ob man es machen kann, aber wahrscheinlich schon. Glocke Ja. aktivieren, überall. Ist doch nicht viel Kommentare verlangt. schreiben, Bewertungen da lassen. Wir freuen uns wirklich sehr. Automatische Ja. Downloads einstellen bei Spotify und Apple. Aha. Ein kleines Service-Announcement noch. Der ein oder andere aufmerksame Sittich hat es vielleicht schon gemerkt, aber unsere Podcast-Folgen auf YouTube kommen ab jetzt immer auf dem Wellensittich-Stammtisch
YouTube-Kanal. Bitte diesen auch abonnieren und gerne unsere Folgen dort anschauen. Das war sehr schön, weil vielleicht können wir dann irgendwann YouTube-Partner werden und ich hoffe drauf, dass das die erste stabile Beziehung in meinem Leben werden darf. Ihr könnt mir helfen, dort es doch. Wie war's? Sag gerade ein bisschen weh, du. Im Zweifel einfach, ja, was erwartest, im Zweifel einfach durchlaufen Letztes Mal lassen. hast du gesagt, wir werden langsam Freunde. Ja, Das tut schon wieder weh, langsam. du. Langsam. ja nicht gesagt, dass wir schon sind. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, wer das Problem in deinem Leben ist, dass da keine stabile Beziehung ist. Wow, das wäre jetzt deep. Wer denn? Wie gestern. Ich frage nur. Was denn? Im Was meinst du? Wellenbad. Da haben meine Posaunistin und ich gerade echt ein tiefes Gespräch gehabt darüber, wie schnell das Leben vorbei sein kann und so, und dass man jede Sekunde genießen muss. Das habe ich nicht gewusst. Therese ihre nackten Zähne und so zwischen uns gehen. Weil sie so auf ihrer Schwimmnudel da drin ist. Wir haben gerade ein tiefgründiges Gespräch. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ich war im Und dann hat Therese Zen-Modus. gesagt, meine Zähne wollen das auch erfahren. Ja. Die so in das auch hören. Oh Mann. Naja, ist auch okay. Danke. Jetzt, mir fällt eigentlich auch kein valider Grund ein, warum sie nicht dabei sein dürfen. Also, Danke. ist gut. Ja, danke. Sind wir schon beim Thema, denn es war wieder soweit. Wir haben Füße. wieder Wellensittiche in freier Wildbahn getroffen. Juhu. Und sie haben erquickend mit ihren Flügel aufs Wasser der Therme Erding eingeschlagen. Das war wunderschön. Ja. Denn ich hatte gestern mit meinen Brassmädels einen Auftritt in der Therme Erding bei einer Brass-Pool-Party und das war wirklich der Wahnsinn. Und ich habe nur die besten Arbeitskolleginnen dabei gehabt gestern. War ja wunderschön. Denn auch hier, aufmerksame Wellensittiche haben sie ja mitgekriegt, hier auch die Chiefs waren mit am Start. Jawohl. Na, du bist die beste Arbeitskollegin. Das ist echt schlimm. Immer wenn ich Arbeitskollegen höre, dann denke ich an den Trailerpark-Song mit wir sind Arbeitskollegen, Arbeitskollegen und Kollegen sind für'n Arsch. Naja. Wir sind 3 Kollegen, das sind 2 Kollegen zu viel. Und jetzt bitte auch noch die andere Zeile zitieren. Ah ja, genau. Wir sind Arbeitskollegen, doch was hält mich davon ab, privat Verena vom Fahrrad zu treten? Ja. Deine krasse Impulskontrolle heute ab. Und wir sind dir dankbar dafür. Ich mache mir Sorgen. Verena darf sich alles brechen. Du kennst sie doch. Die tut sie doch immer weh. Das ist echt schlimm. Ja, wir sind ja sehr davon ausgegangen, dass unser lässt auf der nassen Bühne, aber alle 3 überstanden. Stabil Können waren wir sie. Vielleicht können's mal auch mal von vorne klatschen, anfangen. liebe Wellensittiche. Ja, natürlich. Magst du anfangen? Nein, eigentlich nicht. Du warst ja von Anfang an mit dabei. Ja, ihr müsst mich einmal abholen. Ah, okay. Ja, Anja und ich, wir haben uns getroffen auf dem Parkplatz der Therme Erding und dann sind wir auch schon gemeinsam Ja. reingerollert. Wärst spät gekommen, ich möchte es einmal hören aus deinem Mund. Ich. Spät ist relativ. Habt ihr es gehört, liebe Wellensittiche? Das kann ich gerade gar nicht Schreibt fassen. alle in den Kalender ein. Alle in den Kalender. Zückt es raus. Ein kleiner Kalender. Schreibt eine Verena aus Spark. Weil wir erleben es nicht nochmal. Was? 5 Minuten. Krass, oder? Oha, wie konnte das geschehen? Ja. Die Anja hat Das sich macht dann mich entschieden, mit glücklich mir gemacht. zu spät zu kommen, weil sie ist dann noch nicht Ja. reingegangen und hat auf mich gewartet. Sorry Ja. dafür, Therme Pardon. Erding. Aber dann stand man noch eine ganze Zeit lang in der Eingangshalle von der Therme, bis dann mal irgendwann irgendwer gekommen ist, der uns mitgenommen hat. Also so schlimm kann es dann nicht gewesen sein, glaube ich. Ja, wir hätten auch die Bühne niemals gefunden. Ne? Nein, Weil, nein, das ist schon mal Also, wirklich. wir sind durch sämtliche Gänge gegangen, wo der Mitarbeiter immer wieder aufsparen hat müssen und keine Ahnung was. Also es war Irrgarten. Ich habe dann zu ihm gesagt, danke, hätten wir auch ohne die gefunden, als wir da waren. Gar kein Problem gewesen. Na, vor allem bin ich so richtig unwürdig. Sehr viele würdelose Momente gehabt gestern. So unwürdig habe ich die ganze Zeit mein Koffer geschoben, also den
Technik, Rack nennt man das, glaube ich. Quasi sowas, was man dann so am Boden schirbt. Der ist sehr niedrig, ja. Ja, es war sehr, sehr niedrig. War ein bisschen quasi im Modo und hab das ewig lang geschoben. Oh nein. Na, war schön. Man hätte da hinten hinfahren können. Habe ich nicht ganz kapiert. Naja. Mei. Ja, wusste man erst, wo man schon in der Eingangshalle gerollert haben und da sind wir schon weit gegangen gewesen mit dem Ding. Ja, schon wurscht. Schon wurscht. Naja. Dann haben wir Soundcheck gehabt. Meine Brassmädels waren dann auch schon am Start. Maria, Marlene und Johanna, also Tuba, Trompete und Posaune. Die Johanna ist kurzfristig eingesprungen. Also dann mal ein dickes Danke an die. Die Johanna von den Partyhexen, eine rein weibliche Partyband. Gibt's nicht. Mega geil. Engagiert die auf jeden Fall mal. Und engagiert die bitte in der Nähe von uns, dass wir da auch mal locker hin können und gescheit saufen können bei denen am Auftritt. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Na, ich habe keinen Husten mehr, danke der Nachfrage. Übrigens fangen da Wellensittiche jetzt auch schon damit an. Es haben mich tatsächlich auch, die wo ich so in freier Wildbahn getroffen haben, gefragt, wo ich einen Husten habe. Das hat mich sehr gefreut. Genau, also Johanna, nochmal merci, du bist eingesprungen für die Lisi, für meine Posaunistin, weil die kurzfristig leider ausgefallen ist und Johanna hat sich das dann innerhalb von einem halben Tag alles drauf geschafft, die komplette Show, also merci dafür. Ja, und dann waren wir da beim Soundcheck und wir hatten da schon ziemlich viele Zuschauer. Weil die Bühne war ja quasi an das große Außenbecken angeschlossen. Also mega geil, hast also aussehen können. Also so ein Steg quasi in die Leute eine, sau cool. Ja. Und direkt vor der Bühne waren so Liegeplätze, also da wo du normalerweise so halt chillen kannst, und dann kommt bestimmt immer so Sprudelwasser und so. Und dann haben sie die da alle so eingelegt so und haben halt zugeschaut. Das fand ich geil. Und ich habe gedacht, das wäre jetzt gleich unangenehm, weil beim Soundcheck hat man normalerweise nicht so gern Besucher. Aber es war sau witzig eigentlich. Es war dann eigentlich schon voll die gute Stimmung beim Soundcheck. Und dann hat man auch schon richtig Lust auf den Auftritt, weil wenn das schon geil ist, dann wäre jetzt Ja, genau. Und dann sind wir ein bisschen im Backstage abgehangen. Da haben wir eine interessante Getränkesituation vorgefunden. Sehr interessant war das. Da war nämlich ein Kühlschrank und auf diesem Kühlschrank standen die kalten Getränke. Und der Kühlschrank war abgesperrt. Der war abgesperrt. Ja. Und wir waren dann, weil meine Brassmädels sind am Bon gegangen und Johanna hat noch einen Frühschoppen gespielt. Ja, geil. Wir waren dann da mit meiner Agentur drin geguckt, mit Dominik und Caro und Vreni und ich. Und 2 von 4 haben schon an diesem Kühlschrank gezogen und gelackelt, obwohl da ein Zettel war mit Kühlschrank ist abgesperrt. 2 von 4 haben es nicht geklappt. Und Caro und ich waren dann der Meinung, wie blöd man eigentlich sein kann, dass man dann an diesem Kühlschrank nackelt. Und dann haben wir gesagt, ja gut, es steht jetzt 2:2 von Leuten, die das machen oder halt nicht machen. Und dann hat der Dominik gesagt, mein Booker, naja, es wird jetzt gleich 3:2 stehen für sie, weil jetzt kommt gleich 3. Ich habe alles auf die gesetzt, aber nein, sie ist einer gekommen und hat auch an diesem Kühlschrank gezogen. Ja. Naja, er war halt wirklich abgesperrt. Also 2 Sachen, die ich dazu gern sagen möchte. Ja. Erstens, lass ich mir nicht von einem Zettel sagen, was ich zum Tor und zum Lassen habe. So. Und zweitens, ich sag's jetzt, Verena. Zweitens habe ich ein Flurbriefing gekriegt, dass ich an dem Kühlschrank rütteln soll. Jetzt haben wir die Wahrheit. Okay. Ja, gut. Sie lässt sich nämlich sehr wohl. Sie lässt sich sehr wohl von der Verena sagen, was zum Tor hat. Richtig, stimmt. Krass. Ja. Aber meinst du, hättest angezogen, wenn du das nicht gewusst hättest? Also, ich war wahrscheinlich an den Kühlschrank hingegangen und hätte dann den Zettel gesehen und hätte mir gedacht, ja gut, die Tatsache, dass da nichts drin ist und dass da steht, es ist zugesperrt, ich brauche die Tür nicht anlangen. Also ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Echt? Du hast dafür einen anderen Schrank aufgemacht? Ja, das stimmt.
Wir waren in so einem Seminarraum von der Therme Erding und da war nur ein anderer Schrank drin und ich habe nicht gedacht, dass ich diesen Schrank aufmachen kann, aber mein Booker hat auch irgendwann gesagt, ja, witzig, dass sie den Schrank, wo die Box drin stehen, nicht zusperren. Warum machen wir Schränke hier auf? Was ist los? Der hat mich gar nicht interessiert, der Schrank. Ich habe tatsächlich auch diesen, dass der Kühlschrank zugesperrt ist, Zettel öfter angeschaut. Und dann wollte ich mir halt wirklich versichern, dass das wirklich sein kann, dass kalte Getränke auf dem Kühlschrank stehen und der Kühlschrank zugesperrt ist. Weil warum? Ja. Aber wir sind auch eine sehr genügsame Travel Party, so nennt man das immer. Also Leute, die wo quasi mit bei der Produktion, bei den Künstlern dabei sind. Weil es hat auch niemand gefragt. Also niemand hat gefragt, warum ist unser Kühlschrank abgesperrt? Ja. Warum ständig Getränke oben drauf? Na, wir haben gesagt, danke. Wir haben es einfach so hingenommen. Also, Ja. liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, wir stellen nicht viel Fragen, aber wir machen gern Schranktüren auf. Also sperrt's dem Zweifel lieber zu. Aber wir haben nur geschaut, wir haben nichts gemacht. Na, Na, Nein, wir haben Natürlich die nicht. Therme Erding Kappis da lassen. ja. Wenn ihr keine Handtücher da drin habt und wenn ihr keine Pausendosen da drin habt, dann braucht ihr euch keine Gedanken machen. Genau. Kommt nichts weg. Und wer das nicht versteht, muss doch mal eure Folgen hören. Ihr wisst es doch steigt's doch nicht jetzt erst ein. Ja, Fangt's doch von vorn an. unbedingt. was ich letztes Mal gemacht habe, ich habe letztes Mal in unsere alten Folgen eingekehrt und da erzählen wir schon in Folge 2, und ich finde, das ist auch nochmal ein guter Zeitpunkt, um Danke zu sagen. Wir erzählen schon in Folge 2, dass wir in die Apple Podcast Charts sind, vorm Krass. Joko und Klaas, glaube ich. Na, klar, Joko und Sophie Passmann. Sophie Die haben, Passmann, glaube ich, einen Podcast. Ja, genau. Ja. Und da hat es uns schon das Hirn zerrissen und wir waren die Woche wieder in die Apple Podcast Charts in Österreich sehr weit vorn, auf Platz 26. Und da sagen wir doch einfach nur Danke Österreich. Danke, Ja, Österreich. das ist richtig krass. Mäuse. Einfach am Platz vor die Drinis. Das ist ein Podcast, den ich seit Jahren her, dann Ja. dahinter nur der von Nina Schuber und so. Also echt krass. Ja, ganz normal. Wo die Wellensittiche halt so sind. Vor der Ja. Nina Schuber und vor die Drinis. Naja. Ja. Das ist überhaupt kein Hirnfick für uns. Na, Nein. Nein, sie flattern ja überall umeinander. Alles klar. Ja. Sagen wir doch. Nein, da waren wir gar nicht aufgeregt. Wir sind generell sehr eine unaufgeregte Gruppe, sind wir. Ja. Ja, Ganz ruhig. wenn ihr uns eine liebe Nachricht schreibt, das berührt uns nicht. Danke Ja. dafür. Ja, was haben wir dann gemacht? Dann haben wir noch Burger gegessen, bis die anderen Bands zugehört. Und um 5 Uhr haben wir dann noch ein Social Media Video gedreht, wo wir bayerische Begriffe nennen haben müssen, auf Zeit. Der Social Media Manager von der Therme Erding hat immer einen Buchstaben gesagt und Maria, meine Tubistin und Vreni und ich haben quasi gegeneinander gespielt, wer zuerst einen Begriff damit sagen kann, und mir sind nur hochdeutsche Wörter eingefallen. Also es war schlimm, oder ganz schlimme Schimpfwörter. Ja. Also die zwei haben mich komplett abgezogen. Eigentlich vor allem für Rina, die ist richtig ausgerastet. Aber warum bist du ausgerastet, Verena? Woher kamen die Wörter in deinem Kopf? Ja. So, Aha, ja, das stimmt. Quelle auch angeben. Ein Wortkampf oder das? Es war nur ein Niederbayerisch, glaube ich. Ich glaube auch. Es war auf jeden Fall so viel Niederbayerisch, dass der Social Media Manager dachte, du kommst aus Niederbayern. Ja. Das denken aber Ja. viel, dass ich da herkomme. Echt? Ja. Also da wäre ich oft darauf angesprochen, was ich für einen Dialekt rede, ob ich aus Niederbayern bin. Nein. Ey, das ist doch überhaupt gar nicht nicht. Niederbayerisch. Na, Vielleicht für Leute, die nicht wissen, wie Niederbayerisch klingt, keine Ahnung. vielleicht. Wird dir auch manchmal was anderes unterstellt, Res? Ich werde auch oft gefragt, aber ich bin letztes Mal gefragt worden, ob ich aus Rosenheim bin. Ob das der Rosenheimer Dialekt ist. Da habe ich mir gedacht, also überhaupt nicht, oder? Also nicht, dass ich was Also, gegen ist Rosenheimer Dialekt habe, aber so klinge ich doch null. Ich finde aber, ich habe so ein komplettes Mischmasch. Also ich rede auch mit euch anders als mit meinen Freundinnen von hier, von Niederbayern. Also ich habe mich schon ein bisschen an euch angepasst. Wenn mir dann das kann sein. im Gespräch mit euch was rausrutscht, was niederbayerisch ist, dann zucke ich also zusammen und denke, oh leck,
Echt? Weil seit neuestem befreundet bin, lose befreundet bin, sage ich auch nicht mehr Fü, sondern Fui. Für viel. Echt? Mhm. Ja, zum Beispiel. Aha. Ich habe auch viel von der Anja übernommen tatsächlich. Also sowas wie Aufweh und Anweh hätte ich nie gesagt, das Ja. heißt bei uns Nauf und Runter. Und mittlerweile, ich habe das immer zum Spaß gesagt, aber mittlerweile ist das jetzt drin, dass ich das so sage. Ah, okay, das sagt man bei uns aber auch. Also Affe und Obi. Aber es ist so random. Also ich habe echt das Gefühl, dass es von Dorf zu Dorf Ja, ist schon der kommt Dialekt total. ein bisschen anders. Deswegen langweilen mich. Sie langweilen mich so sehr, diese Leute. Ich meine, ich mache jetzt seit, keine Ahnung, 7 Jahren oder so Musik auf Bayerisch. Und diese Leute, die wo dann schreiben, es heißt aber so und so. Und man denkt so, bist du noch nie aus deinem Dorf rausgekommen? Ja. Es ist doch wirklich schon 2 Dörfer weiter, redet man schon anders. Ja. So. Was Ja. ist denn mit euch? Und dass man da also dann so wirklich so drauf besteht, nix kann man mehr wurscht sein. Ja, Voll. war doch jetzt auch so bei unserem Video, wo ich sage, dass ich gerne Gasmaß trinke. Das heißt Ja. Gasmaß. Ja, bei uns halt Ja. nicht. Also, Entschuldigung. Ja, du hast Gasmaß und dann sagst du Gasmaß und es ist mir so scheißegal. Ja. Wir verstehen uns doch. Ich finde, das ist immer so, du hast doch verstanden, was ich sagen wollte, mach doch Ja. jetzt kein Fass auf. Mein Gott. Ja, mein Gott, auch diese 100.000 Typen, die Verena korrigieren wollten, weil sie da einmal beim Weißbier-Karussell 03er Bier und dann halbe gesagt hat im nächsten Ja. Satz. Es war ein Versprecher, weil man halt oft so ein Bier ein halbe sagt in Bayern. Mein Ich hab Gott, mir dass ja- man immer davon ausgehen muss. Ich habe mir auch in der Folge korrigiert und im Video Ja. habe ich aber die Korrektur rausgeschnitten, weil sonst dieses Video einfach unnötig langgezogen langweilig geworden war. Also Herbert, beruhigt dich. Ich hab's gleich. Ja. Entschuldigung, es tut mir von Herzen leid, dass mir dieser Fauxpas unterlaufen ist. Fupeng heißt es, Verena. Fauxpas. Aber danke auch fürs Kommentieren, weil das hilft uns natürlich auch. Von Das dem hilft her- uns. Ja, eben. Korrigiert uns gern dauernd. Wir lieben's. Von dem her halt's uns gern für dumm, ist okay. Ja, das stört mich immer so, dass Ja. man immer, dass so viele Leute immer davon ausgehen, dass man zum Beispiel jetzt sie nicht versprochen hat oder dass man zum Beispiel lustig ist, sondern Ja. eher davon ausgehen, dass man dumm ist. Das finde Ja. ich immer so faszinierend. Aber es sind meistens immer Leute, die selber dumm sind. Das ist irgendwie auch krass. Man munkelt, es werde ein bereits wissenschaftlich untersuchtes Phänomen namens Dunning-Kruger-Effekt, Wissenschaftspodcast an dieser Stelle. So Menschen, nämlich? die nicht so intelligent sind, halten sie oft für sehr intelligent und kapieren nicht, dass sie die Dummer sind. Im Gegenzug, Und intelligente Menschen haben sehr oft Selbstzweifel, weil sie kapieren, wenn sie nicht so, wenn irgendwie Leute in ihrem Umfeld sind, die vielleicht ein bisschen mehr drauf haben wie sie und fühlen sich dadurch so viel kleiner, was eigentlich saudumm ist. Also wenn ihr das merkt, dann seid Ja. ihr die Schlauen. Kleiner Side-Fact. Ich glaube, die Studie an sich hat sie auf Expertenwissen bezogen, quasi das Leid, die sehr wenig vor dem Thema wissen, ne? Also aller Stammtisch, außer Wellensittich-Stammtisch, weil Wellensittiche sind sehr klug. Ja, Wissenschaftsstammtisch. Ja. So nämlich. Ihr seid ja alle Teil eines Wissenschaftsstammtischs. Wir wissen es Das ist was anderes. Na, aber dass Leute, die sehr wenig über einen Themenbereich wissen, ne, oft sehr starke Meinungen haben, so, aber und die dann auch sehr laut kundtun, aber das Leute, die sie sehr gut damit auskennen, dann wird Vreni schon gesagt, halt Zweifel haben, weil sie sich denken, wow, das Thema ist so komplex und da gibt's noch so viel mehr dazu wissen. Ne? Und deswegen halt ein bisschen Selbstzweifel haben. Erst wenn sie dann, also laut der Studie, erst wenn sie dann so einen richtigen Expertenstatus haben und den auch selber so anerkennen, dann steigt auch wieder Selbstvertrauen und auch die Bereitschaft, dass man dann da halt als Experte drüber spricht. Aber ja, So, naja, kurzer einen Exkurs. Kruger-Effekt auf jeden Fall oft merkbar. Deswegen mag ich ja ChatGPT und so nicht, weil finde, dort trifft auch der Dunning-Kruger-Effekt zu. Der
weiß oft was nicht, der Sepp, und dann sagt er aber trotzdem, ja, das ist so. Aber ich finde, richtig schlaue Leute sagen auch mal, wenn sie was nicht so genau wissen oder wenn sie in einem Thema nicht so belesen sind. Ja, ist keine Schande zuzugeben, dass man zu einem Thema wenig zum Sagen hat, weil man sich da nicht so auskennt. Ja. Weil meistens sind ja die wo dann da große Stammtischreden schwingen, wenn es dann da nur mal eine genaue Rückfrage stellst, dann können sie da jetzt da nicht mehr so eine fundierte Begründung geben, komischerweise. Zu einer Meinung, weil sie sich halt einfach 1 Minute mit dem Thema befasst haben. Also einfach mal ausprobieren, einfach mal Rückfragen stellen. Einfach mal selber informieren. Oh nein. Ihr Schlafschafe. In diesem Sinne, wie ging's weiter? Nachdem ich brutal verloren habe gegen meine Bandkolleginnen, war dann um 18 Uhr Stagezeit. Und dann haben wir 1 Stunde lang aufgespielt und es war doch nur schön. Also es war so cool. Einfach mal eine komplett andere Erfahrung. Es war ein bisschen schade, weil ich habe nicht so krass in die Leute einige kennen, weil ich ja doch ein bisschen Angst gehabt habe um Technik, weil du bist dann schon immer brutal nass geworden. Also so an sich war es mir wurscht gewesen, aber ich habe ja immer hier da mein Empfängerpäckchen hinten dran und meine In-Ear-Kopfhörer und so, die sind jetzt auch alle nicht so billig. Und das Mikro hast du auch dabei. Ja. Aber hat richtig cooler ausgeschaut. Das ist auch wirklich, ich glaube, das ist der erste Auftritt, also ungelogen, wo es in meinem Kopf besser ausgeschaut hat als auf die Videos. Also ich meine damit, von meiner Sicht, ich hatte einfach die beste Sicht. Ja. Es ist, auf die Videos hat schon richtig cool auch ausgeschaut, aber die Bilder, die ich in meinem Herzen quasi mittrage, jetzt wird's richtig schnulzig hier. Also das ist eins der coolsten Dinge, die ich jemals gesehen habe, weil zum Beispiel, ich habe halt aus Spaß gesagt, dass die Leute jetzt den Delfin in sich entdecken sollen und normalerweise lasse ich die Leute bei ich schieße die ab halt runtergehen und beim Drop, beim letzten springen sie dann und da, es geht ja nicht da gescheit so richtig zu springen im Wasser und dann habe ich gesagt, sie sollen runtergehen und dann wie ein Delfin quasi so rausspringen. Und das hat so lustig ausgeschaut von mir aus gesehen, wie alle Leute so schräg nach oben dann gesprungen sind. Echt gestorben. Also echt mega cool. Also so eine geile Stimmung und alle Leute haben mitgemacht. Also es war einfach cool. Hat mir richtig gut gefallen. Danke nochmal dafür. Danke für die Einladung an die Eringer Therme. Richtig, richtig schön bei euch gewesen. Ich habe auch so Spaß gehabt. Ich war ja zum Filmen mit auf der Bühne und ich habe die ganze Zeit gedacht, ich war so gerne im Publikum. Das hat so geil ausgeschaut. Also, ja, einfach gute Stimmung im Becken, wenn ihr versteht, was ich meine. Warum, Opa? Warum? Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt kaputt gemacht habe. Ich meine es nämlich ernst. Es hat so cool ausgeschaut. War ich neidisch auf die Leute, die das vom Pool aus erleben dürfen haben. Ja. Kurzen Herzinfarkt haben wir noch gehabt, Dres und ich. Also ich ein bisschen mehr vor der Show. Ja. Wo ich dein Setlist davon gebappt habe, Anja. Da war die Bühne feucht. Und ich habe die Blattel da draufgelegt und dann haben die ja schon ein bisschen babbt. Und dann habe ich angefangen, das Tape abzureißen, um das hinzukleben. Und dann kam ein Windstoß. Und die hat's weggewahrt, beide Zettel. Na. Und ich bin hinterher gerast und hab wieder draufgelassen. Und Grüße an unsere Wellensittiche, Flo und seine Family und sein Bruder. Und so, die haben mich nämlich dabei beobachtet und sehr dafür verarscht. Das war knapp, da hätte es mächtig Anschiss gegeben, weil diese Setlist existiert nur einmal. Ja, oh Gott, ja, da war ich gestorben. Oh Gott, ja. Nein, wir haben es noch eingefangen, das ist gegangen. Dres hat dann auch, nachdem es eine halbe Stunde zugeschaut hat, wie er mich gestohlen hat, mich dann gefragt, ob es eigentlich was helfen kann. Also, bleib stehen, so okay. Ich heb die Bladel mit meinem Ellenbogen, während ich da was passt. Ja, das freut mich, dass du wieder alles gegeben hast. Verena hat auch am Ende der Show alles gegeben, weil wir am Anfang haben so mit den Brassmädels auch drüber geredet, wer noch mit mir im Pool springt, also ins Schwimmbecken springt am Ende. Und alle haben gesagt, na, und Verena auch erst so nah und ich so, Verena, und dann hat so, ja, also gut, ich mach doch alles, mein Gott. Aber gib zu, es war wirklich ein Freundschaftsmoment fürs Bilderbuch. Es war wirklich schön. Also Verena hat mich mal wieder gerettet, wie immer. Für das, dass Anja so viel Angst um ihre Technik gehabt hat.
Ja. wollte sie dann mit ihrem In-Ear ins Wasser springen. Ja. Ich habe mein Mikro weg da, aber ich habe vergessen, dass ich nur mein In-Ear-Kastel hinten dran habe. Habe ich ja keine Ahnung. Ja. Eben. Aber ich habe natürlich auf deinen Arsch geschaut und hab's gesehen. Ich bin so dankbar dafür, danke. Mein Gott. Deswegen habe ich die. Ihr zwei. Dann haben wir uns an die Hände genommen und sind eingesprungen. Hätte es euch auch schick gefunden, wenn du auch noch eingesprungen warst, Therese, aber du hast meine Kamera in der Hand gehabt. Und Ich hatte die Kamera und dein In-Ear, das mir Verena dann noch zugeschickt hat, und dein Handy, also es war schwierig. Und ein Wellensittich hat es durchgezogen. Ja. Hätte mir fast eingeschissen vor Lacher. War das geil. Lachlan, ich glaube, so spricht bei deinem Namen aus. Was bist du für ein geiler Mensch? Echt. Er ist ein Australier, der in Minga wohnt und er lernt mit meiner Musi und auch mit dem Podcast Borisch. Okay. Und er redet auch richtig lieb Borisch mit so einem australischen Akzent. Sau cool. Und er hat durchgezogen, er hat ein IP-Impulskappe aufgehabt. Ist das geil, echt. Ja. Ich hab die so gefeiert. Vielen Dank dafür. Ist so geil. Richtig gut, ja. Na, waren echt richtig, richtig coole Leute. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, auch dass viele Wellensittiche da waren. Danke Ja. an euch. Sau schön war's. Ja, und wie ging's dann weiter? Dann sind wir raus aus dem Becken und wurden empfangen mit Handtüchern. Das war sehr nett von unserer Künstlerbetreuerin. Dann haben Das wir uns war wirklich sehr nett. Mein Bruder hat mir dann noch erzählt, weil der war auch im Publikum, dass als wir da eingesprungen sind dann ins Wasser, das Feedback hat er mir gegeben. So lieb sind wieder Geschwister. Anstatt dass er sagt, geile Show, hat er das gesagt. Ja, dass als wir da ins Wasser gesprungen sind und auftaucht sind, dass dann so österreichische Frauen hinter ihm dann gesagt haben, so schön ist er die gar nicht. Grüße an euch. genau. LG. Schön, dass du da warst. Danke. Schön, dass du da wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, ich find's jetzt so geil, wenn's einfach, es war so eine geile Stimmung, dann auch das war ja eigentlich voll nett dann, dass man da reinspringt, dann haben uns lauter Kinder, sind auf uns zugestimmt und es war einfach ein lieber Moment. Und wenn da dann nur einfällt, dass ich ja gar nicht so schön bin, dann möchte ich da nur sagen, ich möchte keine Sekunde mit deinem Leben tauschen. dass man so unzufrieden ist, dass man sowas dann raushaut. Das ist echt traurig. Wirklich traurig. Naja. Hier Wissenschaftspodcast. Das ist nämlich auch eine sehr, sehr gute Weisheit. Wo es so viel über Susi sagt mehr über Sophie als über Susi. Amen, Schwester. Amen. So nämlich. Das leben wir. Das leben wir doch. Aber dann, wie ging's dann weiter? Dann haben wir unser bestes Thermenleben gelebt, Ja. würde ich sagen. Ja. Wir haben uns aufgetrennt. Verena hat sich gegen Spaß entschieden. Naja, Die hat gut, sehr musst viel du Spaß. wissen. Na, sie hat schon Spaß gehabt. Das so darf man es jetzt nicht sagen. Nein, das stimmt, das stimmt. Aber gern Spaß mit uns hat sie sich entschieden. Ja, Genau. so ist besser. Sie war nämlich dann nur mit Begleitung und auch mein Papa. Grüße. Nee, so aus der diesem Podcast her, aber ich grüße ihn trotzdem mal. Beim Kellersteff, also bei dem Act, der noch mit dran war, beim Hauptakt quasi des Abends. Und ich glaube, ihr habt eine Gaudi gehabt, oder? Ja, es war sau cool beim Kellersteff. Der hat auch sehr Ja. gute Stimmung gemacht. Ja. Ja, der ist cool. Und Therese und ich sind mit meiner Nichte dabei rutschen gegangen. Und ich möchte jetzt nicht wie ein alter Mensch klingen, aber ich klinge jetzt wie ein alter Mensch. Ich habe das Gefühl, dass Wasserrutschen, je älter das man wird, irgendwie umso würdeloser werden. Also, wenn man rutscht. Also eine würdelose Erfahrung. Weil, Ja. ja, also meine Nichte hat sich so einen Dreier-Ring ausgesucht. Ja. So einen Schwimmreifen. Sowas ist generell, glaube ich, einfach schon mal würdelos, wenn da Erwachsene mit drin sind. Therese hat dann rückwärts fahren müssen, das hat mir richtig leid getan. Oh, ich Ja. war gestorben.
Und die hat sich dann noch so richtig krass an den Schädel gehauen. Ich hab's nur Nein. Kracher gehört. Oh Gott. Ja. Wir haben die ganze Zeit schon geschrien, deine Nichte war total stark. Ich hab mir so Sorgen gemacht. Ich hab die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ich hoffe, es ist alles okay. Naja, ich glaube, sie fand einfach uns unfassbar peinlich. Ja, das kann sein. Das kann gut sein. Und dann habe ich mir halt komplett meinen Schädel an der Rutsche. Die war halt zu. Also die Ja. war nicht oben offen, sondern zu. Und da habe ich mir meinen Okay. Schädel in der Kurve sauber angehauen. Aber ja, mein Gott. Das mir leid, du. Aber konntest du da nur rückwärts hocken oder hättest du dir einfach andersrum hocken können? Ich hätte mich wahrscheinlich auch andersrum einsitzen können, aber es ging alles so schnell. Ich hätte es auch nicht so kapiert, ja. Ja. Es war, glaube ich, nicht richtig so. Nein. Was Ja, nicht dann sind passiert? wir nochmal mit Einzelnähreifen rutschen runtergerutscht. Das war auch ein Erlebnis. Ich habe hinter mir die ganze Zeit, also ich habe Todesangst gehabt in dieser Rutsche. Ich hab hinter mir gehört, dass die Schreie von den Leuten, die nach mir gerutscht sind, immer näher kamen. Und ich habe gedacht, Das ist Alter, so wenn schlimm, mir Gott. jetzt jemand reinrutscht, ich schaff's nicht, bitte fahr einfach schneller. Das war wirklich übel. Das geht Aber so ist gut, nichts das Gefühl. passiert. Ja. Ja. Dann waren wir noch in so einer Rutschen, da gibt's so Rutschen, wo man quasi so gegeneinander rutscht. Also da starten wir gleichzeitig in 2 Rutschen, dann wird die Zeit gemessen und ich bin gegen meine Nichte gerutscht und ich weiß nicht, wie langsam ein Mensch rutschen kann, aber so langsam wie ich. Es war wirklich, ich habe alles befolgt. Ich habe meine Arme überkreuzt genommen, ich habe meine Hände überkreuzt, Ja. ich kenne meinen Körper. Meine Beine überkreuzt. Körperspannung bin ich flach da gelegen. Ja. Und es war eine Zeitlupe. Es ging so langsam, echt. Aber hast deine Bikinihosen in den Arsch geschoben, dass Nein, möglichst viel Arschbacken frei ist? Das habe ich mal gelernt als Kind, dass der trägt dann, dass man schneller auf den blanken Arsch rutscht quasi. ich war nicht sicher, ob ich schnell sein will. Ja, das war kann ich auch wiederum ein sehr gut Rutschen. nachvollziehen. Da hatte ich auch Todesangst. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, weil mir ist immer das Wasser so ins Gesicht gespritzt und ich habe gedacht, ich habe nur dieses Paar Kontaktlinsen dabei. Ich muss noch heimfahren. Ja. Ich darf die nicht verlieren. Ja. Ja. Grace ist aber in diesem Ankunftsbecken als fast ihr Bikini verloren und ist dann Ja. so, ich höre einen Badeanzug und Hier sind Kinder. Ja, die wären das Problem gewesen. Ja, die Arme, verstört fürs Leben auf einmal. Hier, oh nein, diese halbnackte Frau in der Erdinger Therme. Erzählen es dann in 20 Jahren dem Therapeuten. Naja, sorry. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Kinder am wenigsten interessiert. Die raffen doch selber ständig nachher drum. Ja, stimmt. Naja. Aber Erwachsene reden sie immer ein, dass das Kinder sehr interessieren wird. Ja, stimmt. Ja. Naja, so ist es, gell. Heute sehr viel Gesellschaftskritik wieder. Nein, Mein Gott, immer mit erhobenem, ja wahrscheinlich, immer mit erhobenem Zeigefinger, die 3 Weiber, meine Aber Güte. Gott sei Dank Ja. sehr wenig Niveau trotzdem. Ja, Ja, Ja. ich finde, das muss der erst einmal schaffen, so niveaulos zu sein. Ja. ja. Macht's das mal nach. Oh Mann. Naja, jetzt haben wir uns wieder selber beweihräuchert. Wir waren dann anschließend auch noch beim Kellersteff ein bisschen dabei. Ja. Da haben wir auch noch Spaß gehabt. Und dann sind wir noch ins Wellenbad. Verena hat mich vorher nur durchs Wasser getragen. Ich möchte nicht, dass du diesen Moment unterschlagst, weil der Den bedeutet lasse ich mir auf viel. jeden Fall aus. Okay, na gut. Okay, Ich war in Verenas Armen. So viel kann ich sagen. Ja, es war wieder schlimm. Es war so schön, weil das letzte Lied vom Kellersteff war so süß und so romantisch und da habe ich nicht anders können. Habe ich mich in Verenas Arme geworfen. Naja. Ja, es war krass. Und dann ist ja wohl das Schönste passiert. Dann bist du endlich bieseln gegangen. Ja, boah, das war richtig schön. Ich piss nämlich nicht Verena im hat Pool. nicht das, ja, hat Sehr nicht das gut. Motto gelebt. Ich bin aufs Klo gegangen, es war wundervoll. Und dann sind wir noch alle miteinander ins Wellenbad, noch mit der Ja. Johanna, mit der Posaunistin. Und da war es doch nur schön. Da haben wir uns dann so abgeranzte Schwimmnudeln neu ergattert. Die waren sehr hoch im Kurs.
weil da manche Menschen halt also 5, 6 Schwimmnudeln unter ihre Arme geklemmt haben, um da gemütlich über die Wellen zu reiten. Dementsprechend waren die rar, aber wir haben noch so ein paar zerfledderte gefunden. Jeder eine. Ja. Ja, wir haben auch nicht mehr braucht als eine, denn wir sind ja Wellenreiterinnen, wir sind Genau. Wellensittiche, so nämlich. So nämlich. Ja, korrekt. Ja. Ja, der Rest wäre halt fast verreckt, weil es sehr viel von dem Wellenbadwasser geschluckt hat. Und sehr viel Husten hat mir. Ja, ich hab dann so lachen müssen, dann habe ich sehr viel husten müssen, dann war ich fast gestorben, dann hat Anja gesagt, hör auf zum Husten, aber ich habe nicht anders Ich habe gesagt, dass du wie so ein Kind jetzt die ganze Zeit ins Wasser hust, dass das eklig ist. Hab ich die ganze Zeit verarscht, dann hast du immer mehr husten und lachen müssen. Ja, Das war toll. Schön. Und das Maivollwasser war auch schön. Gib's zu. Gib's zu, dass der geschmeckt Ja. hat. Wir waren ja nicht so die perfekten Wellenreiterinnen. Ich hab gelogen vorhin. Ja. Wir sind echt ein paar Mal untergegangen. Ja. Aber mei. Mei, Schön war's. passiert. Naja. Es war ja dann auch schon spät und die Oma ist mir schon irgendwann ins Bett. Ja, deswegen haben sie sich dann noch im Backstage umgezogen und da hat Ress einen sehr lustigen Spruch rauslassen und ich weiß ihn aber nicht mehr. Aber ich würde gerne nochmal hören, wissen ihr noch. Ja, wir haben, also das war ja so ein großer Konferenzraum und die Fenster sind aber auf dem Parkplatz rausgegangen und ich wollte mir jetzt da nicht bei voller Festbeleuchtung in diesem Konferenzraum ausziehen. Deswegen haben wir das Licht gedimmt bzw. ausgemacht, glaube Das ich. war aus, komplett. glaube ich, wir haben es auslassen. Ja. Und dann hab Verena gesagt, also ich ziehe mich jetzt aus. Und dann habe ich gesagt, ja, da darf bloß der Herrgott zuschauen. Und dann hat es Anja halt zerrissen. Ich finde es gar nicht so lustig. Ja, ich fand In es dem sehr, sehr Moment war lustig. es sehr lustig. Ja. Ja. Weil da muss man dabei gewesen sein. Ja, Dann haben wir uns im mei. Nack gesehen. Naja, so War jetzt halt auch nicht gegangen, dann war es dabei gewesen. Tja, schade. Ja. Generell war es ein sehr, sehr schöner Arbeitstag. Verena hat irgendwann auch mal sowas gesagt wie, hey, vergiss immer, dass ich gerade bei der Anja in der Arbeit bin. Das hat mich sehr gefreut. Fühlt sich halt einfach nicht nach Ja, Arbeit an. Tante, ich arbeite wirklich. Naja, so war das. Wer trinkt nicht gerne in seiner Arbeit mal ein bisschen Pisse? Eben. Da, möchte ich wissen. So. Der werfe Okay. den ersten Stein, den ersten Becher. Den ersten Urinstein. Gut, also dann. Die ist richtig eklig, die Folge. Also ich glaube, wir verlieren echt ein paar Leute, die sowas nicht anhören können, aber die haben find, wir wir schon hatten länger verloren. ekliger, die Folge. Also, ich bitte dich. Also man musste auch, als man im Becken war, beim Kellersteff, war es auch krass, weil dein Papa, Anja hat ein Weißbier in der Hand gehabt und ich habe auch ein Weißbier in der Hand gehabt und dann wurde er sehr fest Ja. gespritzt, weil der Kellersteff am Ja. Bullerfahrer gespielt hat und den muss man auch kurven normalerweise. Mhm. Und im Wasser konnte man ja nicht gescheit kurven, also musste man aufs Wasser hauen. Ja. Also da wurde hier das Becken mit Bier verlassen, um das Bier vor diesem Brunzwasser, Entschuldigung, Therme Erding, aber um die Zeit war es nichts anderes mehr zu schützen. Also ich glaube, da hat jeder, der in diesem Wasser war, ein paar Mal voll davon. Nein, ich möchte darüber nicht nachdenken. Gut. Oh Mann. Naja, schön. Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserer beliebten Kategorie, die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und dann hätte ich halt gern von euch passend zum Thema wissen. Was sind denn für euch die 3 besten versus die 3 schlimmsten Schwimmbadmomente in eurem Leben gewesen? Vreni, was war das bei dir? Ich fange an mit den 3 schlimmsten Schwimmbadmomente meines Lebens. Auf Platz 3, als ich mal als Kind im Freibad war mit meiner Cousine und ihrer Familie. Und die hatte damals sehr kleine Kinder und die wollten mit mir rutschen. Und dann haben sie gesagt, ich muss halt das Kind, wenn wir am Ende der Rutsche sind, quasi hochhalten, dass das Kind nicht unter Wasser geht. Was ich vergessen habe, ist, dass ich auch gern, wenn ich ins Wasser eintauche, meine Nasen zuhebe und ich habe dieses Kind über Wasser gehalten und war aber dabei selber fast verreckt. Das war das auch schlimm. Aber sehr edel von dir. Stimmt, ich wollte eigentlich nur sagen, dass Los Frutalos in der letzten Podcast-Folge gesagt hat, gibt nichts Würdeloseres als Erwachsene, die sich beim Einspringen ins Wasser die Nasen zuheben. Verena hat sich die Nasen zugehebt, wo sie ins Wasser gesprungen ist.
Natürlich. Na, das ist mir wurscht. Also bevor ich verreck, bin ich lieber würdelos. Weil das Verrecken danach ist ja auch würdelos. Deswegen nicht mehr so. Ist nicht so schlimm. Dann auf Platz 2 meiner allerschlimmsten Schwimmbadmomente war gestern im Becken beim Konzert vom Keller Steff. Nicht wegen dir, Steff, sondern weil wir den ganzen Tag irgendwie gar nicht so viel gegessen haben und viel unterwegs waren und keine Ahnung, ich habe solche Krämpfe in meine Haxen gekriegt. Es ging so über Kniekehle, übers Schienbein runter zu die Füße. Ich habe gar nicht gewusst, was ich machen soll, um diese Krämpfe loszuwerden. Es hat nichts geholfen in beide Haxen. Es war einfach nur ungefähr eine halbe Stunde ein sehr schrecklicher Schmerz. Mit Urin einschmieren hat auf jeden Fall nicht geholfen. Nein, überhaupt nicht. Vielleicht mehr Urindringer. Vielleicht hätte ich mehr. Vielleicht hätte ich das Bier nicht zuheben sollen. Ich weiß nicht. Ja. Bin ja heute Nacht dankenswerterweise aufgewacht wegen Krämpfe dann. Naja, Oh nein. schön war's. Scheiße. Schön. Das Ganz ist schön. schlimm. Das tut mir leid. Naja, kommen wir zu Platz 1 meiner schlimmsten Schwimmbadmomente. Und das war der Moment, wo ich im Alpamare in Bad Tölz eine kleine Nahtoderfahrung hatte. Oh Gott. Weil da gab's so ein Rutschband, ihr kennt es vermutlich, wo man mit diesem Ring runtergerutscht ist. Hieß das Wildwasserbahn oder so, glaube ich. Also man sitzt Das in ist so auch in meiner Liste drin. Ich bin aufgeregt. Ja, was war da? Das ist in so einem Gummiring und da ist man halt dann so diese Rutschbahn runter und dann gab's kurz bevor man final runtergerutscht ist, so ein Sammelbecken, wo alle immer so im Kreis drin sind und eigentlich keiner runterrutschen wollte und sie da gegenseitig runtergeschubst worden ist. Das ist bei meinen Besten drin. Ja, pass auf, du weißt nicht, was mir passiert ist, weil ich bin in dieses Sammelbecken gerutscht. Das Sammelbecken war sehr voll. Mein Reifen hat's aufgestellt und ich bin unter Wasser gekommen und es war ja total voll. Also über mir war alles voller Menschen in Nein. Oh nein, das ist wirklich schlimm. und ich bin da echt eine Zeit lang nicht raufgekommen. Und das war richtig gruselig. Also da hatte ich sehr das war ganz und da schlecht. war ich auch sehr fertig. Boah. Und das war nicht das einzige Mal, dass ich im Alpamare in dieser Wildwasserbahn fast ertrunken wäre. Es gab nur mal einen ähnlichen Fall und darum bin ich da nie wieder gerutscht. Und deswegen, liebe Freunde, bin ich auch nicht mit euch zum Rutschen gegangen, weil ihr wisst, ich bin verletzungsgefährdet. Verstehe ich jetzt. Das bist halt wirklich. Ja, krass. Deswegen Übel. lieber nicht. Kinderrutsche ist okay. Genau, dann machen wir weiter mit meinen 3 besten Schwimmbadmomente. Und zwar ist auf Platz 3 der Moment, als wir gestern Abend zum Tagesabschluss im Wellenbad noch schön über die Wellen geritten sind mit unseren Schwimmnudeln. Das war doch nur fantastisch. Ja. Auf Platz 2 meiner besten Schwimmbadmomente ist, als ich beim Kellersteff bei seinem romantischen Abschlusslied Dress in die Arme gehalten habe. Und das Wasser gewirbelt habe. Oh, das Maul, echt. Ihr seid so schlimm. Das ist auch mein Platz 1. Und auf Platz 1 meiner schönsten Schwimmbadmomente ist eigentlich, Platz 1 und 2 sind gleich schön. War der Moment, als ich gestern... Wo du der Rese am Busen gelangt hast, unter Wasser. Hab ich gar nicht. Aber danke für die Inspiration. Wer war das dann? Das war tatsächlich meine Babynichte. Die hat der Rese sehr intensiv am Busen gelangt. Die hat einen Herbertraum gelebt, okay. Ja, auf jeden Mein Fall. Gott. Mir wurde gestern beim Kellersteff sehr intensiv an den Arsch gelangt in dem Becken. Und dann drehe ich mich um und wollte schon ausflippen und dann war es halt einfach ein Kind, das taucht ist und nicht mehr hochgefunden hat und sie an meinem Arsch quasi hochgehangelt hat. War okay, war ich versöhnt. Verstehe, dein Arsch ist Aber ich war einfach schon mein bereit. Anker im Leben. Naja, auf Platz 1 der schönsten Momente, der schönsten Schwimmbadmomente für mich war, als ich gestern mit der Anja nach dem Auftritt ins Wasser jumpt bin. Das war doch nur schön, Anja. Süß. Schnell, Anja, ändere deine Listen noch, sonst ist es unangenehm. Aber es war ein bisschen traurig, dass sie nicht so hübsch war. Ja, schaut, ich war gern mit der schönen Ja. Frau reingesprungen, aber mein. Der S hat ja nicht kennen. Kamera gehalten. Da kannst du nichts machen. Mein Gott. Oh Mann. Schade eigentlich. Naja, Schön. Ja.
Naja. Was sind denn deine besten und deine schlimmsten Schwimmbadmomente? Ich fange an mit den schlimmsten Momenten, ja. Auf Platz 3 meiner schlimmsten Schwimmbadmomente ist tatsächlich das Wellenbad in der Therme Erding gestern. Und zwar der Moment, wo eine Person, die irgendwie so 17 Schwimmnudeln unter die Arme gehabt hat, an mir vorbei ist und Das habe ich geliebt. dem mir so ins Gesicht gedruckt hat. Und ich habe halt versucht, irgendwie da drunter zu kommen, aber ich wollte auch nicht untertauchen in diesem Wasser. Es war sehr, sehr würdelos. Es war der anderen Person völlig egal, dass ich gerade kämpfe mit den Schwimmnudeln von der. Das war Ja. wirklich würdelos. Sehr Ja, viel schön würdelose war's. Momente gestern. Tatsächlich. Aber Naja. lustig zum Zuschauen. Ja, Danke. uns hat's gefreut. Wer Wir den tanzen noch Schaden immer. hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen, wie die Oma immer gesagt hat. gut, Oma Naja, ist. gut. Auf Platz 2 der schlimmsten Schwimmbadmomente in meinem Leben innen drin ist der Moment, wo ich als Kind im Schwimmbad auf eine Biene getreten bin im Freibad. Ja, das war das erste Mal, dass mir eine Biene gestochen hat. Und es war so schrecklich. Ich habe meine Eltern in dem Moment nicht gefunden. Und dann hat mir eine fremde Frau helfen müssen, diesen Stachel aus meinem Fuß zum Operieren. Und ich wollte eigentlich nur meine Mama, aber ich habe nicht gewusst, wo sie gerade ist. Und ich habe auch nicht hinlaufen können, weil ich habe einen Stachel im Fuß gehabt. Es war dramatisch, es war schlimm. Armes Baby. Ja. Naja, machen wir weiter. Der schlimmste Moment. Der schwimmste. Oh. Das ist lustig, weil es geht um Schwimmbäder. Hab's verstanden, ne? Der schlimmste Schwimmbadmoment in meinem ganzen Leben innen drin ist der Moment, wie ich final gelernt habe zum Schwimmen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, ich glaube schon. Ich habe sehr lange gebraucht, um Schwimmen zu lernen. Wir hatten es ja schon mal Sportkurse. Doch, hast du erzählt. Genau. Und Schwimmen gelernt habe ich dann so, dass eine Freundin von meiner Mama, die bei der Wasserwacht war, mir ins Wasser geworfen hat, ins Nichtschwimmerbecken und ich aus Panik einfach um mein Leben gekämpft habe. Und naja, dann Was ist denn das? war es halt so. Und ab Wieso macht dann das eine konnte Person ich von der schwimmen. Wasserwacht? Ja, mei. Du, Vielleicht ist das wie bei so Feuerwehrlern, die wo was anzünden. Sie wollten halt helfen. ja. Naja, gut. Jetzt kann ich es ja. Herz auf, Wasserwachtler, kleine Kinder ins Wasser zu schmeißen, damit ihr Arbeit habt. Wenn man euch das schaut. Meine 3 schönsten Schwimmbadmomente kommen jetzt. Auf Platz 3 ist der Moment im Schulunterricht, im Schwimmunterricht in der Schule, wo ich gelernt habe, wie man einen Kopfsprung macht. Ich habe das nicht von selber können und unsere Sportlehrerin hat uns dann erklärt, wie man das machen muss, dass man sich am besten einfach vorstellt, ein Schwimmbecken ist eine Eisfläche und da ist auch so ein Loch und in das musst du springen und quasi deinen ganzen Körper da durch dieses Loch durch und dann unter die Eisschicht tauchen. Und dann hat's Klick gemacht, dann habe ich gewusst, wie es geht. Und seitdem ist das für mich das Allerschönste, weiß ich nicht, ob das Allerschönste, aber es ist mindestens in meiner Top 5 der schönsten Gefühle auf der Welt, einen Kopfsprung in einen See zu machen. Ich liebe das so sehr. Und deswegen ist das Platz 3 der schönsten Momente, wo ich gelernt habe, wie das eigentlich geht. Aber bitte immer vorher schauen, wie tief was ist. Auch bei Pools ganz, ganz krass. Wichtig, Da ja. kann nur wirklich aufschlagen und kann sich knack unten brechen. Also bitte Ja. passt's auf, macht's das dann lieber nicht. Genau, also auch bei Seen, wenn ihr nicht wisst, wie tief das da ist, lieber nicht. Gut, Servicehinweis. Auf Platz 2 meiner schönsten Schwimmbadmomente ist ein Seemoment. Ich hoffe, das zählt trotzdem. Wir waren in meiner Jugend, waren wir so eine Dreier-Freundesgruppe und haben uns immer an einem See getroffen bei uns in der Gegend und sind da ganz lang noch gesessen in die Sommernächte und haben halt geratscht. Und an einem Abend sind wir dann nur mal auf die Nacht, als es schon dunkel war, in den See rein und sind oben ohne Schwimmer gegangen. Und das war so ein schöner Freundschaftsmoment, den trage ich ganz fest in meinem Herzen. Das war ganz toll. Schön. Und auf Platz 1 der schönsten Schwimmmomente, ist auch wieder ein Seemoment, deswegen ist kein Schwimmbadmoment. Ich hätte jetzt gedacht, wo wir für Arena hochkommen. Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ich hab gelungen vorher. Naja. Ist der Moment, wo ich Ich dachte, wir sind schon weiter. mit dem Lou und einem anderen Freund gemeinsam
Der Lou ist mein bester Freund. Der hört diesen Podcast nicht. Der hat letztes Mal gesagt, ich muss dir ja so schon die ganze Zeit zuhören. Du blöde Sau. Blöde Sau, aber echt. Dafür hört er jetzt aber auch nicht diesen schönen Moment und wie sehr ich unsere Freundschaft würdige. Naja, ist ihm wahrscheinlich egal. Ja. Auf jeden Fall haben wir gemeinsam mit einem Freund noch ein Tretboot geklaut. Und also der Tretbootverleih war nicht offen. Wir wollten Tretboot fahren. Wir sind hingegangen und haben ein Tretboot genommen. Und wir hatten eine Flasche Sekt dabei und sind auf den See aus und haben da den Sekt getrunken gemeinsam und sind von dem Tretboot ins Wasser gesprungen. Es war einfach nur schön bis zu dem Moment, wo der Typ gekommen ist, dem die Tretboote kehren und er gesagt hat, sag mal, spinnt sie eigentlich? Aber trotzdem, ein sehr, sehr schöner Nachmittag. Fair. War super. Top. Habt ihr es dann im Nachhinein nur zahlen müssen? Natürlich. Ja, okay, aber zu Recht. Ja, fair. Ja, voll. Ja, passt. Genau. Anja, was sind denn deine besten und schlimmsten Schwimmbadmomente? Auf Platz 3 der schlimmsten Schwimmbadmomente für mich war, als ich Anschiss gekriegt habe vom Bademeister. Oh, Ich finde es einfach schlimm, wenn man Anschiss kriegt. ja. Und warum? Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, weil ich ins Schwimmbecken gekackt habe. Oh. Nein, aber da warst du doch noch klar. Ja, da war ich ganz klar. Aber leider habe ich schon gute Erinnerungen an mein Kleinkindalter. Und deswegen weiß ich noch ganz genau, wie der auf mich zugekommen ist und mit abgeschissen hat. Du! Oh nein, hoppala. Ja, meine Tante hat sich sowas von geschämt. Die war mit mir dabei gehabt, die Arme. Oh, ist das unangenehm. Naja, Grüße an die Isabel in Lingrius. Auf Platz 2 der schlimmsten Schwimmbadmomente in meinem Leben innen drin sind generell Landebecken vor Rutschbahnen. Ich finde, das ist immer sehr, sehr würdelos, wenn man da unten ankommt. Ja. Wenn es da dann alles so überall einschießt und also bei Frauen kann das ja auch mal ein bisschen unangenehm werden. Eine Rutsche in der Eringer Therme ist sogar gespart für Frauen, aus diesem Grund, schätze ich mal. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube, da müssen wir die Wellensittiche mal um einen Fact-Check bitten. Ich bin mir nicht, also mir ist das erzählt worden, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Ich kann mir nicht vorstellen. Wieso? Ich habe ein Schwindel gelesen, dass Wirklich? das für Frauen, dass Frauen da nicht rutschen dürfen aus Sicherheitsgründen. Okay. Wui. Aber ich okay. habe die Begründung jetzt nicht gelesen, aber ich glaube schon, dass da halt dann da Wasser sauber reinschießt. Naja, super. Naja, Egal. aber auch so haut's da das komplette Wasser oft so richtig ins Gesicht ein Ja. und alles verschirbt sie. Ja, also da. Ja. Außer man rutscht halt sehr, sehr, sehr langsam. Was aber irgendwie auch nicht geil ist. Und manchmal tust du sie dann davor auch nur so von links nach rechts schieben, Ja. dass die da dann nur irgendwo Ski anhaut. Ja. Na toll. Auf Platz 1 der schlimmsten Schwimmbadmomente für mich ist, wenn man taucht wird. Oh. Das passiert Ja. mir im Erwachsenenalter Gott sei Dank nimmer, Ja. weil mit der Person da die auch nicht mehr reden und das meine ich nicht scherzhaft, das ist wirklich so, ich war da richtig sauer. Ja. Aber ich habe da schon so Kindheitsmomente, wo man da vor so andere Kinder und mit anderen Kindern meine ich einen großen Bruder oder Ja. dessen Freunde oder irgendwelche Klassenkameraden, die man nicht mag, irgendwelche Taucht, ja. Rowdies, die wollen dann tauchen und du möchtest dann wieder Luft holen und dann tauchen sie die wieder und so. Ich finde, das ist schrecklich. Ja. Finde ich nicht lustig. Also, ja. Einmal taucht werden, okay, den Spaß verstehe ich nur, aber dieses ununterbrochen taucht werden ist echt richtig krass assi. Ja. Ja, dann auf Platz 3 der schönsten Schwimmbadmomente in meinem Leben innen drin ist die Rutschne, von der Carina vorhin erzählt hat. Ich komme ja aus dem Dorf neben Bad Tölz und da hat es früher eben ein sehr berühmtes Schwimmbad gegeben. Ich glaube, da hat es Therme Erding zumindest in der Form noch nicht gegeben. Mit so, also da war das schon was Besonderes, so, Ja. dass da so krasse Rutschen gab und so. Also das hat man schon auch weit über die Grenzen von Bad Tölz kannt, das Schwimmbad. Das gibt es jetzt leider schon länger nicht mehr. Aber ich war da dann natürlich auch sehr oft, wo ich kleiner war. Und auch wo ich Teenie war. Und wenn man da in diesem das war kein Aufwärmbecken, sondern in diesem Zwischenbecken, da wo ja dann da mehrere Reifen waren, da so rotiert ist und da waren nur andere süße Typen.
Das hat mich doch mit 12 nur glücklich gemacht. Verstehe. Da sind wir 1000-mal gerutscht, um dann nur mal ganz zufällig mit den Typen da hängen zu bleiben. Und so. Das fand man toll, Mia und ich. Ja. Süß. Verstehe. Dann auf Platz 2 der schönsten Schwimmbadmomente in meinem Leben innen drin ist generell, wenn man was isst im Schwimmbad. Ich weiß nicht, das schmeckt immer alles so gut. Das schmeckt auch so ein Butterkeks zum Beispiel viel besser als wir im normalen Leben. Das stimmt, Es tut mir gerade so leid, dass ich Freibad-Pommes, Schwimmbad-Pommes, ich hab's nicht gesagt. Das ist natürlich, naja, gut. Ja. Passt schon. Ja, Pommes, dann auch Alter. Softeis, das dann so eine kalte Schokohaube hat nochmal, die dann so knackig ist. Geil. Richtig geil. Und auch so, wenn es dann nur so Gummibärle-Tüten zusammenstehst. Ja, leck mich am Arsch. Gibt's denn was Geiles? so dein letztes Klargeld zusammensammelst und das dann holst als Kind. Oh, mega. Ja. Ich finde, das ist auch so richtiger Kinderreichtum. Wenn du so eine Tüten hast mit so einer gemischten Gummibärle-Tüten so rumlaufst, das so, oh, mega. Habe ich euch schon mal die Geschichte von meiner 5-Euro-Gummibärli-Tüten verzeiht? Na, was war? Also als Kind hat man ja kein Gefühl für Geld. So. Und Ja. bei mir im Dorf, Als Kind, wo ich ja. aufgewachsen bin, ja, jetzt haben wir ein sehr gutes Gefühl für Geld. In dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, hat es einen Badeweiher gegeben mit einem kleinen Kiosk, wo man sich eben auch so gemischte Tüten hat zusammenstellen lassen können. Und ich habe halt 5 Euro gehabt und habe gedacht, jetzt hole ich mir so eine Tüten und habe gesagt, ich hätte gern Gummibärli für 5 Euro. Und da hat ja ein Gummibärli, keine Ahnung, ein 5 Cent Zehnerl oder so. gekostet oder so, Ja. oder noch viel weniger. Und dann hat sie ja gesagt, ja, was schmeckt's denn alles? Und dann habe ich gesagt, ja, einfach alles ein bisschen gemischt. Und dann hat die halt eine riesen Tüten für mich gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte für 5 Euro Gummibärli. Und ich habe mich gefühlt auf der einen Seite wie die krasseste und auf der anderen Seite waren aber alle anderen Kinder so, warum kaufst du dir so viel? Und dann war ich so, Du hast jetzt dann 50 Gummibärle gehabt wahrscheinlich, ja, wie krass. Ja. Es waren das war eine sehr große Tüten. Es war toll, war ein toller Moment. Wollte ich Ich nur lieb's schnell dabei, erzählen. gern deine Freundin gewesen. Ja. Ich habe natürlich auch geteilt. Schade, dass ich das jetzt nicht kriege. Tja, Aber schade. okay. Und auf Platz 1 der besten Schwimmbadmomente meines Lebens ist tatsächlich, und das ist nicht gelogen, der gestrige Tag, der gestrige Auftritt. Ja. Eigentlich auch der ganze Tag, weil das Einzige, was halt so richtig, richtig geil ist am Selbstständigsein, ich meine, es gibt da echt viel, viel schlechte Seiten. Aber das Geilste für mich ist, dass man sich halt auch die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, in der Regel komplett selber aussuchen kann. Und das hatte ich doch gestern. Mein Team bestand aus meine besten Freundinnen, aus super coole Brassmädels, meine Agentur, die ich auch über alles lieb, mit denen es auch immer total lustig ist. Das war doch nur schön. Dann war noch meine Family da. Ja. Also von dem her, echt richtig, richtig cool. Es Nur war coole wirklich Leute da. Ja. Auch die Leute, die in der Therme Erding arbeiten, sind ja auch voll die Mäuse. Also es war echt super, super, super schön. Vielen Dank für diesen schönen Schwimmbad-Moment, sehr langen Moment. Ja, schön. Liebe Wellensittich, ich hoffe, ihr habt jetzt auch an eure schönsten und schlimmsten Schwimmbadmomente denken müssen. Schreibt uns das doch gerne mal in die Kommentare, was das war. Und auch meine Anfangsfrage hätte ich gerne auch von euch beantwortet. Das ist mir auch noch wichtig. Ja, das war gut. Also lieber Asche und Zigaretten im Bier oder Pisse. Dann gehen wir jetzt zu unserem Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Liebe Wellensittiche, ihr seid so schon wieder unfassbar aufgeregt. Wer ist diese Woche der Wellensittich der Woche? Eure kleine Herzen schlagen in eurer Brust, eure kleinen Flügel flattern. Aber flattert's nicht zu fest, denn Vorsicht, der Wellensittich der Woche ist in dieser Woche der Leo. Und der Leo ist nicht ein gewöhnlicher Zuhörer, Zuschauer, sondern ein sehr besonderer. Der Leo ist nämlich ein Kater. Der Kater von der Melanie. Melanie hat uns nämlich schon vor einigen Wochen einen sehr schönen Kommentar geschrieben. Den hat Res rausgesucht, glaube ich. Ja,
Und zwar schreibt uns Melanie, mein Kater Leo, 17 Jahre alt, hauptberuflich Grantler, schon mal sehr sympathisch, ist euer größter Fan. Bei Filme und Serien verlässt er konsequent den Raum, aber euch schaut er immer fasziniert bis zum Ende an. Und da sagen wir daten die auch gern anschauen, Leo. Schick doch mal ein Foto, Auf Melanie. jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und bei der letzten Folge hat Melanie wieder kommentiert, dass der Kater Leo wieder voll begeistert war von dieser Folge. Deswegen ist es doch jetzt sowas von angebracht, dass der Kater unser Wellensittich der Woche ist und hoffentlich in seinem hohen Alter keine Vögel mehr fängt. Juhu! Danke, Leo, für deinen Support. Ja. Danke. Melanie, sagst dem Wirklich. Leo ganz, ganz herzliche Grüße. Und vielleicht kannst du uns Leo seine Adresse schicken, dann kriegt er sein Wellensittich der Woche Geschenk vom Briefsittich zugestellt. Vielen Dank. Merci. Merci. Leo. Leo. Leo, ich wollte dir noch Folgendes sagen. In diesem Sinne, liebe Wellensittiche, haben wir es wieder. Ja. Knutscht doch eure Katzen von uns. Und Ja. eure sonstigen Haustiere. Ja. Auch wenn es euer Partner ist. Ich hoffe, ihr haltet nicht in einem Käfig. Ich hoffe, Holzen in einem Käfig. Ich hoffe, ihr haltet Kein generell King-Shaming. eure Tiere nicht in Käfigen. Gut. Also nachher. Ihr heute niemand im Keller im Käfig. Liebe Grüße nach Österreich, weil da hören uns ja viel. Und ich hoffe, ihr hört jetzt endlich euer Maul. Auf Wiederhören. Servus. Also dann. Besser ist es. Also nachher. Also dann, macht's es gut. Wir küssen noch eine Macht's es Schnäbel. gut. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bis Servus. nächsten Donnerstag in eure Ohren innen drehen. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.